Ja, hallihallo und herzlich willkommen zurück zu der nächsten Folge World of Warcraft. Ich freue mich mega, denn der König Rastakhan hat uns ja zum lieben Auserwählten von der Horde erwählt, also zur Stimme für die Horde. Und jetzt dürfen wir gerade noch schon mit ihm sprechen, also unsere Quest abgeben. Und ich würde sagen, wir fangen doch gerade mal an. Let's go. Gründet eure Botschaft. Was, mit einer Botschaft gründen? Okay, ja, dann gründen wir dem Fall eine Botschaft. Ich weiss gar nicht, eine Botschaft ist ja, glaube ich, immer eben jemand, wo von, wenn jetzt... Ich bin jetzt gerade in der Schweiz und dann kommt jemand vom anderen Land und baut da eine Botschaft auf. Also ein Revier, das ihm in dem Fall gehört. Wir machen in dem Fall etwas so Ähnliches. Ich glaube, ich habe es plus minus gut erklärt. Schauen wir uns das mal schnell an. Wie ihr im Hintergrund gesehen habe ich schon wieder Add-ons von vorher wieder aktualisieren. Ich habe momentan noch keine neue gefunden, aber da wird sich sicher mal noch ein, zwei Sachen anders ergeben. Ich glaube, wir müssen sie da irgendwie einfach begleiten. Damit kommt jetzt ein unteren Gemächer. Prinzessin Talania wartet. Okay, let's go. Ab zu der lieben Prinzessin, da unten ist sie ja schon. Ich habe eure Gefährten einfliegen lassen, ohne dass General Jakra Z was mitbekommen hat. Ja, Sie gut warten so. Nur auf euer Kommando. Let's go. Dann sollen sie... Oh, was? Da hinten haben wir wieder so einen Krug von Halloween. Gehen wir uns schnell wieder umwandeln. Und dann sind wir wieder als Skelett unterwegs. So, let's go. Quest beenden. Wieso fehlgeschlagen? Habe ich die Süße, weil ich die schon habe? Oh, nice. Erfolg errungen. Maskiert. Aber ich würde sagen, wir tun da trotzdem nochmal eine beenden. Ah, das sind wir... Voll geil. Das sind wir eine Spinne. Hat irgendwie noch Style, muss ich sagen. Jetzt können wir auch wieder eine Stunde lang sind wir jetzt so verkleidet. Das sehen wir jetzt hier drauf. Verkleidet in einem Kostüm. Noch eine Stunde. Nice. Sieht doch ziemlich praktisch aus. Da vorne sollen wir auch schon unsere anderen Leute von der Horde zu uns rufen, soweit ich das verstanden habe. Dann würde ich sagen, dann machen wir doch das mal. Horde herbeirufen. Okay. Das hat, glaube ich, schon mal gut geklappt. Es erinnert mich irgendwie, das Ganze erinnert mich ein bisschen an die Mayas. Ah, da sind sie ja schon. Also für mich persönlich erinnert das ein bisschen an die Mayas. Ich habe letztes Mal so eine kleine Doku geschaut und auch da mit der... eins der wenigen Dinge im Land, die älter sind als das Imperium der Sandalari. Also das da. Verstehe ich das richtig? Zeig doch mal drauf, von irgendetwas. Hallo. Bringen wir sie an, Spinnen. Vater Voll geil. bewahrt viele von seinen Schätzen hier in der Schatzkammer auf. Ah, da ist er wieder. Der Grosskotz. Natos Pestrufer. Ihr findet euren nachtgeborenen Freund in der Halle Okay. der uralten Pfade. Ja, da haben wir jetzt mal Ruft mich reingegüchselt. auf, Da wenn ihr ist... mit dem Umsehen fertig seid. Ja, ich bin jetzt mal am Umschauen. Bist mal schon ruhig, bitte. So, dann schauen wir uns mal ganz kurz so schnell um. Da haben wir noch mehrere Portale. Talanji war so freundlich, uns über ein altes Portalnetzwerk zu informieren, das wir vielleicht benutzen können. Okay, ja. Für die Horde! Nice. Ja, hallo. Okulev, seht euch das bitte näher an. Wir werden Nachschublinien zu den Hauptstädten der Horde brauchen. Okay, okay. Aber ihr wisst schon, dass ich gerade verkleidet bin als Spinne und ihr nicht. Wir Es ist genießen offenbar Halloween. immer mehr Vertrauen bei den Sandalari. Ja, das ist Ich es so, muss mich ja. nun anderen Pflichten widmen. Viel Glück. Ja, dann let's go, bis später in dem Fall. Jetzt sehen wir da, haben wir mehrere Portale an Start. Es sind jetzt wirklich mehrere von der Horden am Rufen und wie wir schon gehört haben, sind wir da schon langsam ziemlich gut dran bei den lieben Zalandrias. Zalandrias spricht man es, glaube ich, aus. Zalandrias. Bei den lieben Zalandrias, also wir haben dort schon, wie es gut gesehen, guten Eindruck hinterlassen. Gut, in dem geilen Kostüm, das wir da gerade haben, das Spinneli. Wieso sind die nicht verkleidet? Kopf. Es ist doch bald Halloween. So, Quest beenden. Willkommen in Zandalar. Zandalar, nicht Zandalaria, Zandalar. Und jetzt zeigt es mir da eine Karte an, wo ich draufklicken kann. Okay. Voldun. Die Geheimnisse von General Jakra Z verbergen sich irgendwo im Sand. Reist zu den Dünen und sammelt Beweise, um ihn seines Amtes zu entheben. Nazmir. Reist mit Prinzessin Talania in den dunklen Morast von Nazmir und bereitet der Bedrohung durch die Bluttrolle ein Ende. Und dann Zuldasar. Gewinnt das Vertrauen des Königs Rastakhan und dem Rat Zanchuli. Okay, also wir haben da irgendwie 3 Orte. Ich glaube, wir können uns jetzt, wie es aussieht, nach irgendeinem entscheiden. Ich persönlich würde mal sagen, wir fangen doch von außen nach innen an. Also der König, der hat mich auch irgendwie schon ein bisschen lieb, sonst hätte er das Ganze nicht gemacht, aber können wir das mal liegen lassen. Nazmir gegen Blutröll. Ich würde sagen, komm, wir tun das mal für Voldun entscheiden. Das tönt auch irgendwie noch am besten. Und dann können wir am General mal eins ins Viertel treten. Der das sowieso nicht so gerne und ich ihn auch nicht. Ja genau, dann sind das Quests. Okay, sprech mit Prinzessin Talan. Nehmen wir doch an. Okay, der hat da auch noch ein Quest für uns.
Weil ihr euch bei Notos Pestrufer an der Bord der Klangenlied in Zuldasar. Nehmen wir die Quest natürlich auch noch schnell an und dann nehmen wir da noch Quest beenden. Befragt Vollstrecker innerhalb von Dazar Alor. Dazar Alor, das ist ja da, wo wir glaube momentan sind. Also in dem Fall gehen wir irgendwelche Leute ansprechen. Da haben wir auch schon wieder einen Level 50er. Todesritter. Okay. Dass der in der Schattenlande unterwegs ist. Also ich wäre jetzt in der Schattenlande mit dem Level unterwegs. Kann ich mit dem noch sprechen? Flugmeisterin. Nein, nicht wirklich. Okay. Wir suchen hier irgendwelche Leute, mit denen wir reden können. Die Frage ist einfach auch wo. Wie sieht das eigentlich aus, wenn ich fliege auf meiner Spinne? Mit meiner... Ah, dann geht die Verwandlung wieder weg. Nein! Ach, schade. Ich habe gedacht, das ist wie beim Skelett, dass wir dann wirklich auch verkleidet bleiben, selbst wenn wir fliegen. Ah, wenn wir runterkommen, werden wir wieder spinnen. Nice! Was könnt ihr mir über General Jakra Zent erzählen? General Jakra Zet hat überall Augen und Ohren. Ja und? Interessiert mich das? Die hat mir nichts erzählen. Okay. Die andere Person befindet sich irgendwo da, vielleicht auch weiter unten. Könnte das möglich sein, da unten? Oder da oben? Aber wir stehen genau drüber. Ich würde mal sagen, wir gehen da mal abwärts. Schauen wir mal weiter unten an, ob wir da irgendjemanden finden, der mit uns das Schwätzchen halten. Das könnte natürlich auch in dem Turm rein sein. Das ist das Einzige, was mich da gerade ein bisschen irritiert. Das ist halt recht verwirrend, aber da haben wir schon jemanden. Nice. Vollstreckerin. Erzählt mir etwas über den General. Wollt ihr raus in den Sand geschickt werden? Ja, das macht mich jetzt nicht überhaupt fertig. Schandkrabbler. Ein Spinneli, willst du es verfolgen? Komm jetzt, du. Nicht, okay. Alles klar. Dann haben wir da unten die letzte und versuchen wir mal von der vielleicht ein paar Informationen endlich erhalten. Das ist schon ein bisschen schäbig, wie die da mit mir umgehen. In den Sand geschickt werden und bla bla bla. So, erzähl mir etwas über den General. Ich befolge Befehle. Ihr solltet besser dasselbe tun. Jetzt aber, hä? So. Warte, jetzt ist das da unten dran oder oben? Nein, es sieht nach da unten dran aus. Das wird mir auch gut angezeigt. Dann schauen wir mal schnell nach. Es sieht ja geil aus, wenn wir mit den Spinnen angreifen. Jetzt spucken wir eigentlich... Nein, hat die meinen Bogen an? Es sieht so geil aus, das Halloween-Kostüm. Wow. Mega nice, mega nice. So. Da vorne. Hey, ihr da. Seid ihr der Fremdling, der überall nach dem General fragt? Ja, hast du das schon mitbekommen? Ich höre zu. Klar. Quest beenden. Volklingwache Kaya. Kette der Ausnahme. Bringt uns nicht wirklich viel, aber los geht's. Aber bleiben wir unauffällig. Ich bin unauffällig, ich bin verkleidet. Rakera war meine Kommandantin. Die beste, die diese Stadt je hatte. Okay. Sie hat mir gesagt, sie kann beinahe beweisen, dass General Jakra Zet ein Hochverräter ist. Ja, so kommt er mir auch Seitdem vor. hab ich nichts mehr von ihr gehört. So wie so eine richtig Was sie kleine dort Schlange. rausgefunden hat ihr eine Reise in die Wüste eingebrockt. Ah, was? Die Dünen sind ein Todesurteil. Ich werde nicht rumstehen und zusehen, wie Rakera vom Sand verschlungen wird. Wie ihr sehen könnt, sind auch in unseren Reihen noch ein paar, die das Gleiche glauben. Okay. Alles klar, also in dem Fall geht es davon aus, dass der General ein Verräter ist. Da wäre ich natürlich auch froh drum, weil der geht mit dir gegen den Keks. Was kann Aber dann würde ich für sagen, euch dann tun? tun wir mal die Quest beenden und schauen mal, was da vor sich geht. Fliegt in die Wüste von Voldun und sucht dort nach Kriegswache Rakera. Also die Rakera, die beste Kriegerin, die sie je gesehen haben. Aber verschwendet keine Zeit. Rakera wird in Sanden nicht lang überleben. Ja, dann würde ich sagen, los geht's, dann suchen wir sie aus. Dann zeigen wir dem General, was er für ein kleiner Hobbit ist. Und wenn er sich da jetzt gerade Wir müssen angelegt durch den hat, Sumpf. Solange wir in der Luft bleiben und keiner uns Ah. sieht, sollten wir nicht so viele Probleme haben. dann fliegen da zusammen, schön näher. Hebt die aber gut, gell? Er hebt sich aber ziemlich weit oben, jetzt zeigt es die Hand nicht da. Also wenn man das anschaut, wie er da genau so die Hand durchhebt, du... Ach, bleib lieber ruhig. Bleib lieber ruhig. Wir machen uns in dem Fall auf den Weg ins Sand, das ist Voldun. Sollte ich das jetzt richtig verstanden haben. Ich würde sagen, let's go, dann können wir mal ein bisschen umschauen, wie es da so genau aussieht. Aber ich muss sagen, im Großen und Ganzen gefällt mir es. Er erinnert mich ein bisschen an früher, besonders mit diesen Städten im Dschungel rein. Hat wirklich etwas von Mayas. Wer der bekannt ist. Fliegt weiter und hofft, dass wir es nicht rausfinden. Hä? Kann niemand gesehen. Hätte es ja gerne gesehen. Schade. Aber coole Flugtiere. Das muss ich mal sagen. Drachenfellartig. Gefällt mir immer sehr gut. Oder dinosauriermäßig sogar, kann man sagen. Hinten hat es irgendetwas da. Ui! Die Zergrube von Shaolai.
Ah, das sind wirklich Dinosaurier. Der Pass. Fliegt tief und haltet die Augen offen nach einem Lebenszeichen von Rakera. Okay. Raya, wir sollten den Kurs anpassen. Wir sind bald im Gebiet von den Sethrak. Die Und wer sind die? Schlangenmenschen? Ich Schlangenmenschen. dachte, die verstecken Okay. sich unter Dünen. Ihre Zahl scheint gewachsen zu sein. Tatsächlich. Fliegen wir nach Westen. Ich will keine unnötigen Konflikte. Ja, verstehe ich, könnte ja. es zu spät sein. Wieso, wenn wir in ihrem Gebiet sind? Das sind Schlangenmenschen, okay. Der König hat neugierige Gäste. Das könnte ein Problem werden. Tut ihr euch Das ist doch der General. und ich erledige meinen. Eindringlinge! Ihr werdet in diesen Dünen sterben. Rückzug! Bringt euch in Sicherheit! So weit weg von diesen Schlangen wie nur möglich! Mayday, Mayday. Wir sind getroffen, wir sind getroffen. Wow, wow, wow. Mein Leben fühlt sich nach. Befehl lautet, es zu töten. Leiden. Hä? Wir sind jetzt in Gefangenschaft. Ihr Schuppenköpfe. Seid ihr noch Jö, Wie gut könnt ihr mit eurer Waffe Nisha. Ich habe keine Tränke mehr. Und zwischen hier und meinem Wagen lauert da ein ganzer Haufen Sethrak. Jö, wer ist Wenn ihr das? kämpfen könnt, würde ich etwas Hilfe durchaus begrüßen. Hä? Heute ist ein guter Tag Jö. zum Kämpfen. Wie So ein kleines Füchschen, Nisha. Aber jetzt wissen wir schon mal, dass der General wirklich eine linke Sau ist. Wählt eine Waffe für Nisha. Hier ein paar Sethrak übrig. Sekrot Sense, Krummsäbel oder ein Sekrot Stab. Ich würde sagen, wir nehmen Sense. Ich würde sagen, wir entscheiden uns für die Sense. Damit komme ich klar. Alles klar. Aber wir haben für sie Waffen müssen auswählen. Ich bin Okay. bereit. Blasen wir zur Sethrak-Jagd. Blasen wir zur Sethrak-Jagd, okay. Tötet Sekrot in den verlassenen Höhlen. Kampfgarderobe. Helft Nisha, einen Kriegsbanner, einen Helm und Sprengstoff zu finden. Dafür würden wir neue Sachen bekommen. Der sieht schon ein bisschen schmackhaft aus. Neue Hände und Gelenke. Aber das würde mir schon mehr gefallen. Da mit 3 Rüstung, 2 Beweglichkeit, 3 Ausdauer. Ein bisschen weniger Kreative werden, dafür ein bisschen mehr Tempo. Aber das können wir uns ja dann anschauen, wenn wir das anbekommen haben. Sie verfolgt uns. Okay, alles klar. Das habe ich noch schnell klarstellen, wer da den Dona gibt. Wir in unserem geilen Spinnenkostüm oder sie als kleine Füchse. Also das muss ich sagen, das gefällt mir mega lieb von ihr, dass sie uns gerettet hat. Die liebe Nisha. So. Dann gehen wir ein paar von diesen Schlangenmenschen töten. Ja, dann tun wir das jetzt gerade wieder berichtigen. Mach dir doch keine Sorgen. Du hast uns befreit, wir werden dich befreien. Oder dich einfach unterstützen, so gut wir können in dem Kampf gegen dich. Weil es ist ja unter anderem Niveau, dass die da mit dem General zusammen arbeiten und uns auch über unseren schönen Flugtier oben runter holen. Wir waren nicht gegen ihren Angriff gefeit. Die Sethrak kennen beim Töten und Versklaven keine Reue. Ja, dann werden wir jetzt auch keine Reue zeigen, wenn wir ihnen die Höhle heiß machen. Und was muss ich jetzt genau machen? Einen Banner da vorne aufstellen. Und von denen muss ich 12 töten. Dann machen wir uns einfach mal direkt da auf zum Banner. Der Banner ist da. Habe ich irgendwo das Handy gesehen? Ah, da hinten. Okay, dann töten wir zuerst mal diese. Die da. Ach, nerv nicht. So. Alltägliches. Einen neuen Erfolg bekommen. Nice. Komm, tötet ihn, meine Drachenfalken. Let's go, kann ich die. Wir ziehen mit Karawanen umher, verwerten, was wir finden und suchen den Handel. Jetzt wissen die Sethrak, wen sie fürchten müssen. Die Vulpera. Vulpera. Euer Volk heisst Vulpera. Wenn die alle so herzig sind wie du, dann schließe ich mich liebend gerne an. So. Die Vulpera. Wo haben wir das nächste? Gerade da unten ist es eigentlich. Das wird mir jetzt immer so schön angezeigt. Dann würde ich sagen, dann tun wir gerade mal den Wärter dann ummieten. Es fehlt uns auch nicht mehr allzu viel. So, dann da schön unsere Flagge hissen. Die Also, Vulpera eure? sind überhaupt nicht schwach. Sie werden uns fürchten. Ja, aber auch erst seit ich euch behilflich bin. Daher, let's go! Nice, den haben wir. Jetzt fehlt irgendwie noch etwas, und zwar da unten. Sprengstoff müssen wir noch suchen. Sprengstoff. Wir räumen jetzt einfach alles aus dem Weg, was uns im Weg kommt. Also das wäre das erste Mal schon das da. Wie Sand, okay.
Du hast aber auch grosse Hoffnungen. Die reden alle drei. Die sind alle voll durcheinander am Schwätzen da. Das macht mich ganz wirre. Und ich wollte jetzt sowieso mal ganz kurz noch schnell etwas machen. Und zwar, Dialoge, Musik, der Sound ist mir ja eigentlich gleich und das da. Aber wie mache ich das leislicher, unseren Schaden? Dialog ist mir ja noch gleich. Regelt ist auch für Umgebungsgeräusche, regelt die selbst schon für... Ich tue jetzt das da mal noch schnell ein bisschen abstellen. Für mich wäre eigentlich mal wichtig, dass wir den Sound abstellen von unseren Angriffen. Die sind auch in Sicherheit. Okay. Da wäre unser Sprengstoff. Dann schauen wir, dass wir den gerade mal bekommen, wo genau sollte liegen, da hinten im Eckli, hä? Okay. Dann schnappen wir uns doch den mal ganz kurz. Aber den müssen wir, glaube ich, aus dem Weg räumen. Ich glaube, von denen haben wir schon genug getötet, wie ich das sehe. Ich sammle die mal schon den Sprengstoff ein. Ja, was haben sie denn gemacht? Sie haben, also mich haben sie nur vom Himmel geschossen. Also was sie mit euch genau... Ja, das kann ich mir vorstellen, aber ich bin froh um meine Unterstützung. Fashion Handgelenk. Fashionist Handgelenk. Okay, ich weiß jetzt nicht, warum ich für das einen Folge bekomme, aber dann lassen wir das mal so stehen. Quest beenden! Holt Nishas Angriffspläne vom Giftzahnruferin Sraka zurück. Wir müssen irgendwelche Pläne zurückbekommen, die sind auch gerade da unten, das springen wir doch gut an. 8000 Leben, das ist ein Papperlapapp. Ihr könnt das Imperium der Treulosen nicht aufhalten. So, la. Schauen wir, dass wir die schon zuerst erledigen, bevor wir da weiter machen. Oh! Das ist mir eben gar nicht aufgefallen, dass ich jetzt da meine Drachenfalken sterben lassen habe. Die haben in dem Fall doch mehr Schaden gemacht, als ich erwartet habe. Ah ja, das überleben wir. Ah, das überleben wir, logisch. So, Angriffspläne eingesackt und da hinten noch der letzte Gegner. Da tun wir auch noch schnell aus dem Weg rum. Muss man jetzt ein bisschen wieder mehr auf meine Drachenfalken achten. Sonst haben die Gegner wieder ein bisschen mehr auf dem Lager als die in Pandaria. Und die sind eindeutig herziger als die in Pandaria. Mega herzig. Jetzt hat sie da irgendetwas auf den Kopf. Es ist mega cute. Mega cutes Volk. So, weiter. Quest beenden. Level up. Level 37. So, da kommen wir neue Sachen über. Entweder ein Stab oder ein Bogen. Der Bogen macht ein bisschen mehr Schaden, mehr kritischer Treffer, mehr Ausdauer. Der würde uns wirklich in meinen Augen mehr bringen. Darum findet Nishas Wagen und bringt euch damit in Sicherheit. Euren Wagen finden. Da unten ist er schon, nicht mal so weit. Für das komme ich neue Bogen über. Yeah. Nice, nice, nice. Dann flüchten wir mal direkt mal zu dem Wagen da. Ich hoffe, dann hast du schon mal alles zusammen, was du brauchst, meine liebe Nisha. Wirklich? Nice. So, ab der... Auf Kamel. Oder... Ah, wir dürfen da hinten reinhocken. Ah, da oben drauf. Wieso können wir nicht da reinhocken? Was ist denn das? Instabiler Trank. Okay. Nein, was? Wir können die... Wir haben ein paar Tränke, mit denen wir die ein bisschen in die Luft jagen. Das ist natürlich ziemlich nice, sag ich nicht nein. Ich glaube, wir haben es geschafft. Das war jetzt auch keine wirkliche Herausforderung gewesen. Oh mein Gott. Ich habe mir das jetzt gerade schwerer vorgestellt, aber okay. Zumindest für eine Weile. Hä, was ist das? Ein lullender Schuss entfernt einen Wutzustand und einen Magieeffekt vom Gegner. Neue Fähigkeit. Okay, aber das nächste kommen wir dann erst mit Level 40 über und wir haben einfach eine allgemeine neue Fähigkeit bekommen. Aber die brauche ich gerade nicht. Also sie würde mir jetzt auch nicht sagen, für was ich sie genau brauche. Entfernt einen Wutzustand und einen Magieeffekt vom Gegner. Wahrscheinlich ein Buff. Also wenn irgendjemand einen Buff hat, können wir ihn von ihm nehmen. Komm, lassen wir es mal da oben. Das Vulpera-Versteck! Noch mehr von denen! Yeah! Nisha, den Sanden sei Dank, ihr seid in Sicherheit. So! Immer einen Weg. Ist das Kiro! Versprecht. Yeah, die sind alle so Sie wird es vielleicht cute! nicht überleben. Sie Die ist sind alle so schwerverwundet. cute! Ich habe kein Ziel. Irgendjemand ist schwer verwundet. Okay, das klingt nicht sehr schmackhaft, aber wir haben dafür einen neuen Bogen schon mal über. Jetzt muss ich nur unseren richtigen auswählen. Quest beenden! Sammelt 15 Sandstachel-Giftdrüsen. Also wir können Giftdrüsen einsammeln. Dann hat da die liebe Mira auch noch Quest für uns. Presst 8-mal Stachel-Dickblattsaft aus. Also wir müssen irgendwelche Blattsaft ausdrucken. Hat er so schnell eine Quest? Ja, da oben.
Nein, das ist nur ein Flugplatz. Aber ich würde sagen, wir nehmen jetzt mal richtig mal den Flugplatz nach und dann schauen wir schnell. Jetzt, wo ich wieder mit dem Bogen noch ein bisschen mehr Übersicht über alles habe, würde ich sagen, wir rüsten sicher mal den Bogen aus. Mit dem haben wir sicher mal mehr, da haben wir wieder Süßigkeiten. Nein. Taschen für Pennies. Eine Tasche für Pennies, ja, das können wir nachher verkaufen. Haben wir da irgendeinen Händler? Ja, da vorne. Da vorne haben wir doch einen Händler. Hallo! Nette Begrüßung. So, wir verkaufen gerade alles. Ja, komm, weg mit dem. Weg mit dem Zeug. Da kommt besser. Da kommt besser. Wo habe ich jetzt? Kein Austrofilz, kein prismatischer Sockel, aber wir haben momentan keinen Sockel auf uns. Für das müssten wir Geld ausgeben. Darum weg mit dem Ding. Das sieht schon mal noch schmackhaft aus. Das behalten wir gerade mal schnell auf uns. Eigentlich könnte ich das ja gerade schnell noch anziehen. Dann können wir den Überrest auch schnell verkaufen. Und einfach schauen, dass ich wenigstens ein bisschen Platz schnell machen kann. Weil setzt die Maske auf euer Gesicht oder euren Helm. Männliche Gnomenmaske. Ja, momentan nicht. Ich bin ein Spinneli. Das soll auch so bleiben. So, essen, trinken. Das sind auch wieder Stöffer. Das kann man verkaufen. Das brauchen wir eigentlich nicht mehr. Würde ich noch gerne in die Bank, wenn wir dann mal wieder auf Nordrend müssen. Spätestens, wenn wir in die Schattenlande wechseln, müssen wir wahrscheinlich dann wieder auf Nordrend. Daher ein Schmuck, aber der bringt mir wahrscheinlich nicht allzu viel. Ja, den tun wir auch gerade weg. Komm, so sieht doch das schon mal ein bisschen angenehmer aus. Komm, den Stöffer tun wir gerade schon mal alle da runter. Das ist, glaube ich, auch ein Stoff, oder? Nein, getrockneter Pfirsich, weg mit dem. Was wollte ich mit einem getrockneten Pfirsich? So, das tun wir auch noch weg. Dann würde ich sagen, dann tun wir da noch ein bisschen so Platz machen. Ich habe immer gerne, wenn in der Mitte ein bisschen Platz umeinander ist. Und dann würde ich sagen, jetzt sind wir schon mal wieder gerüstet, um weitermachen. Let's go! Dann suchen wir schon mal raus, wo wir da die nächste Quest haben. Ich muss aber ganz ehrlich sagen, das Volk gefällt mir mega. Die Vulpera. Die sehen mega cute aus. So, da vorne haben wir schon nochmal eine Quest, die wir annehmen können. Also wir haben gerade mehrere Quests aufs Mal am Start und da haben wir auch etwas zum Aufnehmen. Ein lockerer Stein. Was für mich? Rettet 7 Zoblitise. Zobliltise. Okay, Zungenbrecher vorgehen. Was ist denn da? Ein Stein. Ich rühre den jetzt mit dem Stein an, komm. Okay. Hat gut funktioniert. Wir haben ihn einfach einen Steinkopf rühren können. Was genau das jetzt braucht, kann ich nicht sagen. Von denen bekommen wir ja auch noch etwas Sandgiftdrüsen. Dann ist es gerade gut, wenn wir denen ein bisschen Eis auf den Zipfel hauen. So, gerade 4 Drüsen schon bekommen. Nice. Ich sammle jetzt trotzdem da nochmal einen Stein ein. Ich rühre gerne mit Stein um mich. Komm, dann rühren wir gerade einen Steinkopf. Voilà. Hä? Hättest du es nicht erwartet? Das hättest du jetzt nicht erwartet, dass ich da mit Stein um mich rühre. So. Nächstes Jahr haben wir auch schon mal zusammengelegt. 56 Drüsen haben wir eigentlich schon zusammen. Aber ich muss da von denen noch retten. He? Dann retten wir Gegengift verabreichen. Okay, die haben wir gerettet. Da haben wir die Stachelblattsaft, die wir haben müssen. Dann quetschen wir sie nochmal aus und holen den Saft für uns schon mal zusammen. Ja, da haben wir noch... Oh nein, das ist einfach wieder ein Stein. Da haben wir wieder einen zum Befreien. Okay. Da haben wir wieder zum Ausquetschen. Also ist wirklich auf jedem Meter haben wir irgendetwas, was wir einsammeln können. Das ist schon ziemlich nice. Nein, da liegt eins am Boden. 2 sogar. Die retten wir doch gerade. Let's go. Haben wir gerade beide aufs Mal gerettet? Jawohl. Nice. So, einen Stein haben wir bei uns. Wenn uns irgendetwas angreift, dann rühren wir dann einfach einen Stein im Kopf und sagen, so geht's nicht weiter. Nein, 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 nein. So. Kann ich noch mehr Steine aufsammeln, ne? Wirklich, hä? Oder schon? Komm, da noch ein bisschen etwas ausquetschen. Da wieder etwas zum Retten. Geht ja ziemlich flott vorwärts da. 6 von 7 haben wir schon gerettet. Dann tun wir jetzt das noch schnell. Ich glaube, die würden uns eh nicht bemerken. Ich meine, wir sind eine Spinne. Also was wollen die von einer Spinne erwarten, die da umeinander kriechen ist? So. Da haben wir noch das Gebüsch. Brauchen wir nochmal das Gebüsch? Komm, dann rühren wir jetzt einen Steinkopf. Komm da hin. So. Ich finde es recht schmackhaft, dass wir denen einfach so einen Steinkopf rühren können. So, Vögelalarm, jetzt geht's los, jetzt geht's los. Und dann gerade noch der nächste schnell. Also ich habe das Gefühl, wir machen schon ein bisschen mehr Schaden, aber nicht sehr viel mehr. Also der Bogen hat uns jetzt nicht allzu sehr verbracht, was wir vorher mal bekommen haben.
Aber ein bisschen mehr Schaden ist besser als gar kein Schaden. Daher sind wir da schon mal zufrieden, oder? So, da hinten haben wir noch etwas zum Ausquetschen. Ich brauche von denen noch ein paar. Und das Gift fehlt uns noch 5 und von denen fehlen uns jetzt dann gerade nur noch eine. Nice, okay. Ich wundere jetzt wirklich was mit diesen Vulpera, mit diesen... Wie haben die jetzt schon wieder geheißen, die Gegner, die wir jetzt haben? Schlangenmenschen auf sich hat. Das nimmt mich jetzt wirklich tierisch Wunder. Also ich glaube, wir haben uns da schon mal für eine gute Geschichte entschieden. Zum gegen die kämpfen. So, wir holen die ab im Himmel auch jetzt mal ohne Stein. Stein ist irgendwie, glaube ich, für Dekoration. Keine Ahnung, warum wir den genau bekommen haben oder für was der genau soll sein. So, 2. Dann fehlen uns noch 3 Stück. Ich würde sagen, das holen wir von dir. Und dann kommt das doch schon mal gut. Sola, noch eins. Noch eins einziges. Dann wirst du unser letztes Opfer und wirst uns jetzt das geben, was ich gerne wollen. Nice. 15 von 15. Wir haben alle Quests schon abgeschlossen. Das ist verdammt schnell gegangen. Das ist wirklich mega flott. Mega flott sind wir jetzt unterwegs gewesen. Ich versuche jetzt da mit dem Reiter schnell unterwegs zu fliegen. Können wir ja in diesem Gebiet irgendwie noch nicht. Ich glaube, da muss ich dann wirklich mal zu einem Flug lernen noch. Zum schauen, dass wir irgendwie dann auch in diesem Gebiet noch schneller umeinander fliegen können. Aber dann würde ich jetzt mal sagen, Vivi! Wir haben ein paar von diesen Poda, von diesen Herzigen gerettet und ihnen ein Geldgift verabreicht. Quiz beenden! Das war es. Du gehst jetzt auch zurück ins Lager. Alles klar, in dem Fall bis später. Hab Dank und bitte drück Poda ganz fest von mir. Liebend gern. Liebend gern. Machen wir doch. So. Was haben wir denn da noch? Gar nichts, oder? Mira! Wir haben deine Stachelblüten zerdrückt. Da ist deine Quest, die wir behandelt haben. Und lieber Kiro, wir haben jetzt auch ein paar von diesen Giftsachen noch eingesammelt. Wendet den regenerierenden Balsam bei Klingenwache Kaya an. Hä, wo ist denn Kaya? Ah, die liegt da rum. Ich habe das bis jetzt nicht geschnallt. Das ist Kaya, die wir gesucht haben von Anfang an. Hä? Okay, das ist gut zu wissen. Dann setzen wir da mal unser regenerierenden Balsam auftragen. Wo sind wir? Hä, die kennt mich doch gar nicht. Wieso, woher weiss sie meinen Namen? Fasst euch mal kurz. Okay, lassen wir es mal so stehen. Quiz beenden! Such die Absturzstelle von deren Umgebung nach Überlebenden ab. Schön vorsichtig. Let's go! Gerade nochmal eine Quest. Nice. Sammelt 6 Teile Krimskrams von den Setrak im Schlangenschlund ein. Machen wir doch liebend gern. Und dann müssen wir noch finden die fehlenden Seiten aus dem Notizbuch. Wir müssen irgendwelche Seiten noch vom Notizbuch sammeln. Das sollte doch alles eigentlich gar keine Sache sein. Auch wieder alles in der Umgebung. Also das werden wir in dem Fall ziemlich schnell erledigt haben. Sage ich einmal nicht nein, da zeigt es ja gerade mal an, dass so die Seite vom Notizbuch eigentlich gerade da sollte liegen. Aber ich persönlich würde sagen, da ist auch irgendetwas am Umschlafen. Ich persönlich würde sagen, ich kann da nicht schön ansitzen. Ja, wir sind ja auch Spinnen. Suchen wir uns lieber irgendeine saubere Stelle, wo wir noch schon anhöckeln können. Oder gehen wir aber sowieso noch mal zum Schmied, weil ich würde noch schnell... Zack, zack, dann wir das noch mal schnell reparieren. 2700 Gold haben wir schon wieder am Start, das ist ziemlich gut. Ich würde sagen, wir machen doch Platz bei diesen Lamas. Lamas sind doch immer praktisch. Sind glaube ich Lamas oder Kapak? Das ist Dolly und Dot. Dolly und Dot, die haben sogar separate Namen. Aber was sind wir genau? Sagen die mir das nicht? Dolly und Dot. Alles klar, machen wir doch ein kleines Pause mit dem Dolly und Dot. Danke für alles Einschalten, ich hoffe, euch hat es Spaß gemacht. Wenn ja, lasst doch ein Abo, ein Like oder einen lieben Kommentar. Wenn ihr irgendwelche Hinweise oder Tipps habt, ich würde sagen, wir sehen uns in der nächsten Folge, wenn es wieder heisst, der Runde World of Warcraft. Mein Name ist Schweizer. Danke für mal und ciao.